Herzlich willkommen beim Podcast Lauch und Locker. Der Podcast, in dem durch spezielle Formulierungen und schlechte Fragen grossartige Unterhaltungen und viel Verwirrung entstehen. Steckt euch mit Ohrenschmalz verschmierten Kopfhörer in eure tauben Ohren, legt euch auf euer seit 3 Wochen nicht frisch gemachtes Bett und klatscht laut in die Hände. Denn da sind wir, die unlustigen Lustigen, die Google-Nutzer und möchten gerne Fameboys. Das sind wir, die Hosts von Lauch und Locker, der Joshua Bricker und der Raoul Marin Arnett. We are back. Und damit, ja, we are back. We are back. Und zwar mit der 6. Folge. Unfassbar krass. Jetzt haben wir so, wenn man jetzt durch Spotify durchscrollt, hat man schon 6 Folgen zur Auswahl. Obwohl gefühlt irgendwie immer noch alle nur die erste Folge anhören. Weil dort steigen die Aufrufzahlen immer noch, aber bei den anderen gehen sie einfach runter. Aber jetzt vorher angeschaut, das hat toll ausgesehen. Es sind immer so 5 bis 10 weniger, die hören. Ja, das ist mir ganz geil. Easy. Das ist wirklich, man sieht so auf dem Podcast-Haus, sieht man wie so ein Diagramm, das so anzeigt, wie viele Listeners oder Plays man pro Podcast-Folge hat. Und dann kann man so jede Folge anschauen. Es ist wirklich so, von der ersten Folge bis jetzt zu der letzten aufgeladen, geht es richtig so schön, aber immer so minus 10 Listeners. Gerade den Mathe-Lehrer schicken. Ja, oh mein Gott, kann man ganz Steigung sein. Ich Cosinus, Sinus, Ich verstehe das Thema immer noch nicht. Ich habe gar nicht verstanden. Es ist belastend. Also Leute, da ihr ja unseren Tisch noch nicht gesehen könnt, beschreibe ich es mal. Es steht erstmal ein schöner Shot, ein schönes Röteli, mein absoluter Lieblingslikör da auf dem Tisch. Es sind Schottgläser, wir haben am Boden links und rechts, wie wir vorbildlich sind, einen Krug mit Wasser. Da haben wir zwar nur zum Blumengießen aufgenommen, aber egal. Nein, also nein. Dann haben wir noch eine Schale mit Gutzli. Ich gebe mir da jetzt eins. Knackt leider nicht so. Nein. Keine ASMR dieses Mal. Ist nicht so schön wie ASMR mit Chips, aber funktioniert. Was haben wir da drauf? Was sind das? Spitzbuben, oder wie heißt die? Ja, Spitzbuben. Dann Vanillegipfel, Mailänderli und Brunzli. Yeah. Ich habe vorher lange überlegen, ob die wirklich Brunzli heißen oder nicht. So, Ich glaube so. einfach die braunen Gutzli. Wenn wir gerade dabei sind, was sind deine Lieblingsgutzli? Zimmerstern. Schon geil. Die sind einfach geil. Das sind so, Ich auch. Meine Mutter hat mich prankt. Wo sie anfangen hat, Gutzli machen, habe ich sie gefragt, wenn sie den Zimtstern haben, hat sie gesagt, dieses Jahr gibt es keinen Zimtstern. Ich, nein! It hurts. Aber meine Nachbarin hat immer so die geile Zimtstern gemacht. So, weil meine Mutter macht es immer so, sie tut so die Creme, also die weiße Creme, tut sie schon gleichzeitig drauf und tut es dann mit einem ungemachten Teig in den Ofen. Das heisst, ich will immer, dass die Paste weiß bleibt. Das heisst, sie passt sich natürlich an mir an und nimmt es dann raus, bevor es braun wird oben. Die Folge davon ist halt, dass der Teig nicht schön ganz durch ist. Also die Zimtstern sind immer relativ weich. Und meine Nachbarin dann macht sich die Mühe, den Teig allein erstmal in den Ofen tun, bis er mal so ein bisschen anfängt, Ding. Und dann tut sie das Weiße drauf und dann tut sie es in den Ofen, das ist das. Und dann gibt sie, das sind die geilsten Zimtstern, die geilsten. Wir machen nie so wirklich gut sein und so. Wir haben mehr Lebkuchen. Wir haben so ein uraltes Familienrezept. Geil. Wo mein Vater hat das, wo er das erste Mal gemacht hat, ist er in die Migros ist er in die Migros gegangen und hat nachher gefragt, irgend so ein Salz, in Anführungsstrichen, Schlusszeichen. Und so wissen sie, was das ist. Und die Verkäuferin so, noch nie gehört, sie hat keine Ahnung, was das sein soll. Dann hat er meiner Großmutter anrufen. Sie hat zuerst überlegen und es ist, glaube ich, einfach so das normalste Gewürz gewesen. Aber es hat einfach so alte Begriffe auf dem Rezept gehabt. Das ist ja easy, niemand versteht es. Geil. Alte Begriff. Das ist auch immer so lustig in Schulbüchern. Wenn du das merkst, so allem so in den Bets und so, wenn so die ältesten Schulbücher aus dem Regal drin hast, wo du nicht verstehst, so Kollegen. Dann sind die vertraulicher als Wikipedia für unsere heutige Welt, oder? Ja, so, genau. Voll, ergibt voll Sinn, dass ein Buch aus wie 1980 mehr weiss als das Internet. Wikipedia von heute, ja, fix. Also gut, Wikipedia kann man jetzt darüber diskutieren, aber... Ja, es ist allgemein. Ja. Er darf das Handy jetzt nicht brauchen, braucht das Buch. Ja, scheiße. Easy, oder? Steckst dir in den Arsch, Mann. In der Kante machen es anders. Da zahlst du am Anfang sehr viel Geld für Bücher, die du danach aber nie bekommst, beziehungsweise nie brauchst. Und wenn du Papier ausdruckst, musst du es immer noch selber zahlen. Ja. Das ist so. Ich glaub, Franz ist so ein Fach, eines der wenigen Fächer, wo wir Bücher haben. Ja, Englisch noch. Und Englisch, aber Englisch, das Buch brauchen wir wirklich.
Also das Das- Gelbe ja, hier nicht mehr, aber das normale Englisch-Feldzeug, so brauchen wir. Aber im Franz, das eine blaue Buch. Das haben wir noch nie gebraucht, das Grammatikbuch. Nein, echt Das kopiert nicht. alles ins OneNote rein. Ja, so easy. Ja, in dem Bro. Fall. Auch Physik. Physik. Das Buch habe ich daheim und ich kann nichts damit Ja, anfangen. ich habe es eigentlich mit Heik noch nie mehr mitgenommen. Ich glaube, sie checkt nicht mal, dass es weg ist, weil es einfach so alt und so nicht in Gebrauch ist. Wir brauchen es einfach nicht. Also Echt sie nicht. hat alles auch im OneNote drin und so, ja, easy. in Ja, dem Fall. aber ich hasse die Lehrer, die im OneNote also für die Leute, die mit OneNote arbeiten, also das ist so Gymi und ich glaube BM auch und so, halt einfach so weiterführende Schulen nach der BETS oder SEC. Ist das so ein, so ein Notizprogramm, wo du halt die Notizen machst, aber die Lehrer auch Aufgaben aufladen, wo du das dann in deinen persönlichen Bereich kannst was? In deinen persönlichen Bereich kannst reinziehen und dann kannst du die selber so ausfüllen und so. Also das ist so, ja. Und das Ding ist halt, jetzt hat es so Seiten und in diesen Seiten haben sie dann halt so einzelne Arbeitsblätter reingeladen. Und das Gruselige ist dann immer, wenn sie die einzelnen Seiten immer neu aktualisieren und immer neues Zeug rein tun, anstelle von Anfang an alles rein tun, weil dann kannst du einfach alles aufs Mal zu dir überkopieren und musst nicht immer die einzelnen Seiten einzeln auswählen. Richtig grusig. Ja, Experte in dem ist unsere liebe Frau, Physiklehrerin Ja. und Franzlehrerin in letzter Zeit. Früher Ja, hat sie das nicht ja, gemacht. und jetzt hat sie plötzlich damit angefangen. Wir lassen das behinderte Buch. Jetzt hat sie auch gemeint, sie muss jetzt da einzelne Sachen immer wieder ergänzen, dass wir die einzelnen Seiten überkopieren müssen. Ja. Das ist einfach eins zu viel. Und du bist so, ja, lustig, oder? Jetzt habe ich alle meine Notizen so auf dieser Seite und ich kann es einfach nochmal neu kopieren, weil sie so viel neu dran gehängt haben, dass es einfach zu viel Zeit braucht. Und dann hast du noch schön so Formatierungsprobleme, weil OneNote ist der absolute Nicht-Pro-in-Formatierung. Ja. Ja, it hurts. It really hurts. Aber letztes Mal haben wir über Verschwörungstheorien geredet. Und wir haben versprochen, dass wir unsere eigene Verschwörungstheorie gemacht. Ich kann noch einen kleinen Spoiler geben, haben wir nicht gemacht. Und zwar nicht direkt. Nämlich hat mein super Kollege da ein bisschen mitgeholfen und hat eine sehr geile Verschwörungstheorie aufgestellt. Also wo mitgeholfen, er hat es gemacht. Er hat es gemacht, das müssen wir aber nicht sagen. Er hat es gemacht, nicht in uns zugeschickt. Ich habe ihn gefragt, weil er ist irgendwie Maschine so Zeug. Und dann ist schnell eine Antwort zurückgekommen. Und ich lese die jetzt einfach mal vor, beziehungsweise ich habe sie umformuliert. Und das ist unsere Verschwörungstheorie. Ja. Wir müssen erwähnen, das ist eine Verschwörungstheorie. Das heisst, wir sind nicht von dem überzeugt. Und wir glauben nicht, dass das stimmt. Es ist bloß eine Unterhaltung. Ich glaube, Ja, ich wir mache so eine können- Computerstimme oder so rein. Das ist noch Easy. lustig. Wir können darüber diskutieren. Genau. Also, unsere super Verschwörungstheorie ist, dass die Schulen nur dazu gemacht sind, um die Gefahren für den Staat rauszufiltern. Also das machen sie mit dem Notensystem. Es ist nämlich dazu da, dass man die potenziellen Bedrohungen easy länger in die Schule schickt, damit man sie länger und somit intensiver manipulieren kann, sodass das Supersystem vom Staat nicht auffällt. Weil ich meine, schaut mal, wenn jemand immer mit 6 oder 5 unterwegs ist oder immer 6 oder 5 kassiert, ist er ja schlau. Was bedeutet in dem Fall eine Bedrohung für den Staat. Und darum gibt es die BETS. Dort wird dann noch mehr das Wissen vom Staat eingetrichtert, als die nicht so starke Bedrohung sind, die halt in die SEC oder die Real gehen. Wenn du die BETS gut bestanden hast, schickt es dich noch aufs Gymi oder die Mittelschule. Und ich meine, Leute, das ist ja noch logisch. Also, ich meine, hat euch jemals irgendein Lehrer nicht gesagt, dass er auf die weiterführende Schule gehen soll? Ich glaube nicht. Und das ist auch logisch, weil Lehrer sind ja schließlich vom Staat angestellt und werden von ihm bezahlt und geleitet. Wenn ihr dann noch ins Gymi oder Mittelschule bestanden habt, wenn ihr dann noch das Gymi oder Mittelschule bestanden habt, ich kann kein Deutsch, schicken sie euch dann auf die Fachhochschule oder Uni, weil sonst würde die Schule keinen Sinn machen und dort befasst euch dann noch mit von euch anscheinend ausgewählten Themen noch intensiver, werdet abgelenkt und könnt irgendwann dann noch einen Job anfangen und checken somit das System vom Staat nicht. Ja, das ist der einzige Sinn von Schule, Leute. Jetzt haben wir die lange Frage mal geklärt, was ist überhaupt der Sinn von der Schule? Das heisst, drop out of school, kids. Fuck the Genau. system. Fuck the system, you are the system. Hack the system. Genau. Ja, es ist eine lustige wieder Theorie, aus dem aber so School. manipulieren und so. Ah, Mann. Also Okay. manipuliermäßig ja, I mean, was könnte manipuliert werden, sagen wir es mal so. Also ich meine, du lernst Sachen wie Mathe und so. Das ist nichts in Sachen Kontrolle oder so.
Nein, ich sage jetzt mal, Wert oder so können vermittelt werden. also in Geschichte können sie irgendwie manipuliert werden. Ist auch interessant, ich bin mal mit der Rea ins Kino gegangen. Ich sage jetzt ihren Namen, weil ich darf das. Ich darf das. Und dann sind wir halt vor dem Kino so auf der Bank gesessen. Ich glaube, wir sind im Subway vorher gesehen, haben ein Subway-Sandwich reingestopft. Dann sind so 10 Männer gekommen und haben gesagt, ja, ob denn bei uns also okay ist, ob wir irgendwelche Schmerzen haben. Und wir so, hä? Komisch. Dann haben sie gesagt, ja, eben, sie glauben eben an Gott, dann würden die jetzt durch die Stadt gehen. Und ich habe dann schon gedacht, oh fuck, die wollen sich eine Bibel verkaufen, so vorurteilmäßig, wie ich halt bin. Eine Bibel. Okay. Haben sie aber nicht gemacht, sondern sie haben gesagt, ja, eben, sie laufen durch die Stadt und würden Leute fragen, ob es ihnen gut geht. Und wenn sie Schmerzen haben, würden sie für die beten. Und es hat schon anscheinend sehr viel Zeit gehabt, dass es denen dann besser geht. Und am Anfang haben wir gedacht, hey, okay, cringe, aber nachher haben wir dann so mega normale, coole, spannende Diskussion geführt. Und zwar so über Sachen, ja, was glaubt ihr, was ist nach dem Tod? Sachen, wie glaubt ihr, dass es den Urknall gegeben hat? Urknall. Auch ab 50 Kilo, das ist nachher wird es undeutlich. Ja, aber genau so Sachen halt, ob es den Urknall gegeben hat und so. Und dann sind wir halt so ziemlich unterschiedliche Ansichtsweisen gewesen. Also ich habe dann halt so die Bemerkung rausgehauen, ja, man weiß nicht, was nach dem Tod ist. Und dann hat er aber natürlich mich dafür gesagt, ja doch, ich weiß es. Weil er natürlich von seinem Glauben her ganz sicher ist, oder ganz sicher weiß, was nach dem Tod kommt. Und das ist dann auch wieder etwas. Und dann hat er beim Urknall sind wir dann halt stehen geblieben, ja, ist es denn bewiesen, dass der war? Und glauben die dann wirklich, dass der war? Und irgendwann habe ich gedacht, ja, stimmt eigentlich. Ich meine, schlussendlich kann es niemand hundertprozentig beweisen, dass es den gegeben hat. Es kann auch niemand 100% beweisen, dass es, keine Ahnung, mal so Stein-Urzeitmenschen gegeben hat. Also ich meine, man sieht einfach irgendwelche Spuren, aber es könnte auch irgendetwas anderes sein. Also weißt du, was ich meine? So, dort könnte es dich halt hart manipulieren in der Schule. Ja gut, also jetzt zum Beispiel Urknall. Ich meine, es gibt halt Anzeichen dafür. Und das ist schon mal mehr als das, was man sagen kann über Theorie, was nach dem Tod passiert. Weil dort hast du gar nichts. Ich glaube dir, erst wenn du sagst, ich weiß was ist, wenn du gestorben bist und erst eine Woche später wieder plötzlich lebst. Erst dann glaube ich dir, was du behauptest. Davor, wenn du so für 2 Minuten irgendwie tot bist, oder weiss ich, you know, was ich, also irgendwie hättest du schon, was ich dich nicht. Ich glaube dir nicht. Also es ist mega ja, der ist vielleicht schwarz, aber I don't know, vielleicht bist du halt noch nicht so weiter, was ich dich nicht, es ist einfach schwarz, I don't know. Wir weiss es halt eben, wie du gesagt hast, einfach nicht. Aber so, ich habe in der Tendenz so logische Sachen, also logisch, zumindest erklärte Sachen, wie eben Urknall zu bevorzugen. Es ergibt für mich einfach mehr Sinn. Ich meine, das sind zwar 2 sehr unterschiedliche Sachen, was nach dem Tod ist und der Urknall. Ich meine, das eine ist so die Entstehung von der Welt und betrifft eigentlich viel mit Erde und so. Das andere betrifft eigentlich halt einfach Lebewesen, wenn sie sterben. Ja. You know. Ja. Ich bin eben auch generell eigentlich, das ist auch so bei den Prüfungen, so bin ich auch am Lernen. Ich lerne nicht irgendwie nur die Hälfte oder nur 3/4 und sage, ja komm, hoffen wir, dass das andere Viertel nicht drankommt, sondern ich lerne alles oder mehr, damit ich auf alles gefasst bin. Und so bin ich so wie auch so bei Fakten. Ich glaube nicht, dass etwas ist, sondern wenn es nicht wissenschaftlich nachgewiesen ist, glaube ich das auch nicht, dass es so ist. Also ich will wie einen Fakt von mir haben und ich will das wirklich sehen, ich will das dokumentiert haben in einem analogen Foto, ich will es dokumentiert haben in einer Schrift, in einer Zeichnung oder was auch immer. Ich will es irgendwie dokumentiert haben, ich will das irgendwie festgehalten haben, ich will das von mir persönlich vor Augen gebracht sein, was das ist. Jetzt kommen dann natürlich wieder die anderen, ja, Fotos kann man faken und ja, ich meine, woher weißt du, dass das stimmt? Es kann auch irgendein Staat irgendetwas behaupten und dir das Dokument geben. Ja, ist richtig, aber trotzdem glaube ich dem mehr als im Glauben. Und das ist, glaube ich, eben auch das Problem von vielen Leuten. Also ich weiß nicht, aber... Ja, ich war ja vor 2 Wochen mal in Neuchâtel im Austausch gewesen, mit der ganzen Klasse. Und der eine aus der Klasse hat ein Messer fallen lassen und hat es aber gefangen in der Luft oder hat sich halt geschnitten, so aus Reflex. Da ist aber noch vor der Hinreise passiert. Also er ist eigentlich einfach nur noch mit so einem kleinen Verband rumgelaufen. Da sind wir auch bei der Kirche in Neuchâtel oben, also gerade so beim Schloss irgendwie. Und es sind so 3 Leute gekommen, junge Männer, und der eine so, er hat irgendwie mit Jesus geredet und so. Also sie haben auf Englisch mit uns geredet, weil wir Franz absolute Nieten sind. Und dann hat er auch so gesagt, darf ich für deine Hand beten und darf mein Kollege das filmen für YouTube? Und dann sind wir gerade so, okay, mach mal.
Und hat er einfach so hure viele Sachen über, von wegen, er kennt Jesus, er hat mit ihm geredet und so geredet. Und ich meine, okay, schön, wenn du das denkst, aber für mich klingt das häufig so, ich werde langsam wahnsinnig. Also wenn ich jetzt behaupte, ich habe Jesus gesehen, ich habe mit ihm geredet im Fall. So, was? Mhm. Das ist wie eine bestimmte Person in Amerika, die das Gefühl hat, er ist Jesus. Kanye West. I am God. I am God. I am Jesus. Ja. Das ist einfach eins zu viel. Aber es geht aber wirklich, da haben wir eben auch, das ist eigentlich das Hauptthema von dieser Diskussion. Also ich habe wirklich die Typen, die sind mir bis heute im Kopf geblieben, weil die haben mir so wie eine neue Anschauung gegeben, die aber so zurückhaltend ist. Also sie sagen nicht, ihr Glauben ist richtig und alles andere ist falsch oder so. Sie sind mega offen und sagen auch, sie finden das total okay, dass ich nicht glaube. Ich meine, sie hätten wohl beide wirklich ein Erlebnis gehabt. Sie sagen nie gläubig gewesen und hätten beide ein Erlebnis gehabt, wo sie dann dazu gebracht hat, zu glauben. Und dann muss ich sagen, ja, okay. Und dann haben sie mir eben die Frage gestellt, wenn dir jetzt etwas im Leben passiert, wo du dir überhaupt nicht wissenschaftlich erklären kannst, wo einfach absolut unmenschlich ist eigentlich, würdest du dann anfangen glauben? Und ich habe dann zuerst mal gesagt, ja, also wenn so etwas passiert, dann würde ich die Sache auf jeden Fall noch einmal überdenken und würde noch einmal denken, gibt es da vielleicht doch etwas? Der eine hat das akzeptiert, aber der andere hat dann noch einmal nachher und gesagt, ja, aber überdenken, was gibt's denn? Also er hat dann wie so gefragt, ja, was gibt's denn dort so ein bisschen zu überdenken, wenn du ja so etwas siehst, wo einfach komplett nicht möglich ist, dann gibt es noch nichts zu überdenken. Und dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich stimmt ja schon, aber ich könnte mir jetzt nichts vorstellen, wo so krass ist, dass ich vom einen Moment auf den anderen den Glauben wechselt. Aber ich habe schon oft erlebt, beziehungsweise einfach mitbekommen von Leuten, die wirklich so Zeug erlebt haben und deswegen den Glauben gemacht haben. Und das Ding ist halt, ich wäre hure skeptisch bei dem, denn, was passiert, weil aber wir wissen nicht alles auf dieser Welt. Also ich meine, das Meer zum Beispiel ist zu einem sehr grossen Teil nicht erforscht. Wenn du weißt, was ich meine. Also wer weiß, was dort unten könnte sein. Wenn jetzt mal dort unten bist und etwas passiert, was nicht erwartet ist, dann kannst du nicht einfach plötzlich sein, oh mein Gott, das ist nirgendwo in meiner Theorie in oder so, es gibt Gott. Also so würde ich nie denken. Also ich persönlich, ich meine, wenn das jemand so hat, okay, aber ich müsste immer zuerst überlegen, okay, was ist jetzt passiert? Dann halt probieren zu kategorisieren. Was könnte passiert sein? Was, in welchem Kontext, was für ein Umfeld, sind irgendwelche Personen involviert gewesen? Ich meine, das ist jetzt halt auch, kannst du als Verschwörungstheorie, was ich doch nicht was nennen, aber wenn jetzt zum Beispiel Aliens, ich meine, die Chance, dass es ein anderes Leben gibt, ist gross. Irgendwo in diesen in einem anderen Universum oder Galaxie. Ja. Sind sie schon mal hierher gekommen? Nein. Ich bin Skeptiker. Also eben, eher nein. Aber etwas ausschliessen kann man nicht. Also ich meine, Glauben kann man auch nicht einfach ausschliessen. Und das, was du gesagt hast, finde ich eigentlich auch richtig. Also so das und das, also wo sie gesagt haben, es ist richtig, oder es ist dein Recht, nicht daran zu glauben, was ich drin war. Aber sobald jemand sagt, deine Religion ist scheiße. Genau, dann ist so, woher willst du wissen, dass deine richtig ist und die vom anderen nicht? Das ist für mich dann so, ja, du bist einfach einen Vollspacker, der nicht alles in Betracht zieht. Weil du musst von allem ausgehen, skeptisch sein, aber ausgehen, dass es könnte stimmen. Genau, ja. Da bin ich aber der gleichen Meinung. Das ist aber genau, also ich sage wirklich, bis heute bleiben mir die Zeiten, das ist lang her, das ist wirklich noch, ist das noch im Sommer gewesen, also ich glaube sogar noch im Sommer gewesen, also das ist für meine Verhältnisse sehr lang her, normalerweise sehe ich die und dann sind die mir wieder auf dem Kopf, aber es ist wirklich so die haben es mega herzig gemacht, die haben dann wirklich noch gefragt, ob sie uns sagen können, dann haben wir uns noch sagen lassen, haben das mega herzig gemacht, haben uns alles Gute in dem Leben gewünscht, sind weitergegangen und das ist wirklich ein mega, mega herziges Erlebnis, also ich glaube, Andrea weiss es wirklich bis heute auch noch, also ich bin zumindest amig, sitze ich wirklich in einer ganz ruhigen Minute und denke ich dran, ey fuck, wie wär's, wenn, so wirklich. Und zum Thema von wegen in einer Notsituation hat sich irgendwie der Glaube gezeigt, man hätte den Glauben gewechselt oder angefangen glauben. Sagen die YouTuber The Real Life Guys etwas? Vielleicht, wenn ich sie gesehen aber nicht unbedingt. Das sind die zwei, die auf YouTube ganz verrückte Dinge bauen. Also rutschen aus Badewannen, fliegende Badewannen, mit dem sie dann einkaufen, ein U-Boot aus einem alten Benzintanker oder so ein Scheiß. Also ganz, ganz kranke Sachen, sind mega berühmt dazu geworden. Und der eine von diesen zwei Brüdern, das sind glaube ich Brüder, der hat es leider ziemlich hart im Leben. Der hat, glaube wenn ich es richtig nicht falsch sage, glaube mit 12 hat er zum ersten Mal Krebs gehabt. Hat er bekämpft.
Dann ist er wieder zurückgekommen, hat er auch wieder bekämpft und jetzt hat er noch einen Krebs. Auch wieder einen Brustkrebs und das ist jetzt endgültig. Der Arzt hat ihm 2 Wochen bis 3 Monate gegeben, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, oder 2 Wochen bis 2 Monate. Und er ist wohl beim zweiten Mal, wo er den zweiten Krebs bekämpft hat, oder sogar erst beim 3. Mal, ist er wohl kurz vor dem Sterben gewesen. Also sie haben ihn schon fast als tot erklärt. Also er hat wirklich, also sie haben Blutwert abgenommen, also hat der Arzt wirklich wohl zu ihm gesagt, sie haben Blutwert von einem Toten. Ich weiß nicht, wie sie noch leben. Und dann plötzlich auf den einen Tag auf den anderen Tag ist er wieder perfekt fit gewesen, hat können laufen, ist umgegangen und irgendwie so ist das glaube passiert und er ist halt auch danach oder vorher oder so, ich weiß nicht genau, er gibt nicht die ganze Geschichte, ist er vor einer Kirche auf einer Bank gelegen, weil es ihm so schlecht ging, und hat gesagt, ey Gott, wenn es dich gibt, bitte zeig dich. Und dann ist wohl sein Blick auf irgendwie so einen Spruch, wo an der Kirche gestanden ist, gefallen und dann hat es ihm plötzlich wie so ist plötzlich aufgestanden und hat wieder angefangen zu lachen und angefangen zu strahlen. Und seither glaubt er wirklich an Gott und auch seinen Brüder. Und er hat vorher noch nie etwas mit dem Thema zu tun gehabt, nie. Und seither glaubt er daran. Und ich glaube, wenn mir persönlich so etwas passieren würde, dann würde ich eben, wie gesagt, würde ich es auch überdenken, beziehungsweise würde auch anfangen, ja okay, vielleicht ist da doch irgendjemand, der auf mich aufpasst. Und das ist, sorry, ich lade dich gerade, Ja, aber okay. das ist wirklich, auf dem YouTube-Channel ist das extrem interessant, wie er jetzt davon erzählt und so. Und er war auch im Nachtcafé gewesen, bei ARD ist es, glaube ich, wo er wirklich erzählt hat, also das ist extrem spannend zu beachten, wenn er so über den Krebs redet, dann ist er natürlich dementsprechend nicht gerade happy, aber er ist nicht komplett betrübt und sobald es darum geht, über seinen Glauben zu reden, dann fängt er an zu strahlen und strahlt und redet und mit so einer Leidenschaft und das ist wirklich, also der Typ, der macht immer noch Videos mit seinen Brüdern zusammen und auf jedem Video strahlt er und macht Witz und macht Scheiß gleich mit, als hätte er nichts. Und ich glaube, so viel Kraft, das braucht halt schon irgendwie, also das... Also ich denke, das war halt jetzt wirklich so wie ein Anker für ihn, also zum alles auch erklären und so. Ja, und zum Festheben. Ja. Aber was ich noch lustig finde, ist, dass mega häufig ist so Religion und Wissenschaft geht nicht ineinander. Weißt du, was ich meine? Das war ja vor allem so früher so ein riesiges Ding gewesen. Ja. Also, dass wenn du bist entweder ein Wissenschaftsmensch gewesen oder ein Religionsmensch, weil sonst, also Wissenschaftsmenschen gejagt wurden von den Religionsmenschen, wenn du so weit zurück willst gehen. Ja. Also in the Dark Ages, wenn du so sagen willst. Aber eigentlich ergibt das ja nicht viel Sinn, weil die würden dann behaupten, das stimmt nicht, bla bla bla, Gott, was ich doch nicht war. Aber in Theorie hätte er doch auch das müssen erschaffen. Also sind sie doch eigentlich selber wie Ketzer geworden. Wenn du weißt, was ich meine. Weil sie sagen, du bist ein Hex, das ist nicht Gottes, was ich doch nicht war. Und sie wollen nicht mal Theorie anlassen oder so, was eigentlich passiert ist. Dann sind sie eigentlich selber Gotteslästerer gewesen, weil sie würden ja seine Schöpfung, in Anführungsstrichen Schlusszeichen, wie abmachen. Ja. You know what I mean? Ja, Und das ist dann so, ja, es ist einfach schwach dann. Also ich meine, ja, häufig hat man halt eben vor allem früher so Hexenzeugs da, Jagden, hat man halt einfach auf so übernatürliche Kräfte zurückgegriffen gehabt. Aber für die hat man ja jetzt mittlerweile auch logische Erklärungen eigentlich. Ja. Und es ist dann auch so, ja, lol. Wie zum Beispiel, ich glaube in Salem, sind ja, ich glaube, es war dort gewesen, hat so wie einen Schimmelpilz gehabt oder so, wo recht häufig verbreitet war in den Häusern. Die sind die kleinen Kinder, haben den halt gespürt auf eine Art. Sie sind irgendwie wahnsinnig geworden, was ich doch nicht war. Und dann einfach Sachen behauptet gehabt. Dann sind halt einfach die Erwachsenen hingerichtet worden. So, lol. Okay. What the fuck? Ist immer toll. Raul, ich würde vorschlagen, wir nehmen mal einen Shot. Einfach so Finde ich random. gut. Ohne Grund und wenn ich glaube, du kannst besser Shot einschenken als ich. Ich habe es bisher geschafft, jedes Mal den auszuschenken. Warte, ich tu mal da. So. Das kommt so nicht gut am Ich Ball. glaube, das gibt ein fettes Warte, Säure. ich nehme das mal schnell. Ja. Wenn ich die Ich muss Flasche... schnell leeren, also streift es runter. Gut. Das erste Glas haben wir geschafft, Jungs. Knebel. Yes! Uff. Yes. Okay, Kleine Tropfen daneben, aber weißt du egal, was? es ist ein volles Glas. Hast du schon mal gehabt, Röteli? Nein. Ey, der ist einfach so gefährlich, der ist so geil. Also, auf was stoßen wir an? Auf die 6. Folge oder auf was? Auf die... ich muss logistisch schnell lösen. Auf die Wait, 60 wenn wir da vor meinem Mikrofon anstoßen. Vor dem, okay. Also, auf was stoßen wir an? Gute Bionote. Gut, Yeah. gute Bionote, yeah.
Und was sagst du? Nicht schlecht, aber Aber schwarze Troika ist besser. schwarzer Troika ist besser. Kann ich Ist nicht. meine Meinung. Kann ich nicht. Ich finde ihn einfach nur geil. Ich finde es saugefährlich und du schmeckst Alk nicht. Es geht, man schmeckt ihn schon, man spürt ihn vor allem. Ein bisschen in der Brust, aber nicht fest. Also ich spüre ihn vor allem an der Zunge. Echt? Aha. Ich hört nicht. Ich Er hat nur 22%, das geht eigentlich noch voll. Also Jägi hat mehr, der hat 35. Ja, Jungs, das ist der erste Schock. Mal schauen, wie viel es heute noch gibt. Also er ist okay gewesen, oder hast du ihn gar nicht gern gehabt? Doch, es war okay gewesen. Gut. Also ich würde es nochmal nehmen. Aber ja, manchmal schaffen die Flaschen heute. ich weiß nicht, wie gut das kommt. Nein, garantiert nicht. Garantiert nicht, Jungs. Ähm, Don't do Alkohol. Don't do drugs, kids. Super Vorbild. Jetzt muss ich glaube auf Spotify, du kannst beim Aufladen auf dieser Folge kannst du eingeben, ob es explizit ist oder nicht. Jetzt muss ich, ich muss es wirklich für explizit machen, weil Alkohol drin vorkommt. Nein, es ist kein dort geschrieben Alkohol, gewesen. es war Käsesirup. Ja, es ist Röteli, Jungs, das ist, schau, es hat so ein Röteli, Jungs, das hat Käse vorne drauf. Es ist gesund Es für ist euch. ein gesunder Käsesaft mit ganz viel Vitamin. Das stärkt das Hirn, man wird dazu viel leistungsfähiger. Er ist sehr geil und das Brennen im Hals, das ist einfach, weil es so einen Pfefferminzbonbon drin hat. Und es empfiehlt sich auf leeren Magen. Genau, genau. Aber das sagen habe ich da gut zu laufen, weil wir so vorbildlich sind. Und Wasser haben wir auch, weil wir vorbildlich sind. Yeah. Ja. Was ist so dein Lieblingsalkoholische Getränk? Hast du jetzt so ein Favorite? Also hast du vor etwas gesagt, wie heißt das nochmal? Troika. Troika. Ist das ein Shot? Ja, es ist Wodka. Eigentlich. Also so schwarzer Wodka ist, finde ich, am geilsten. Oder Aloha, das ist Ananas-Wodka. Oh, klingt gefährlich. Es ist, man schmeckt den Alk, aber es ist geil. Okay. Aber ich bin, glaube ich, der Einzige, den ich kenne aus dem Freundeskreis, der den trinkt. wirklich gern hat. Alle anderen sind so, nein, das ist eigentlich nicht so fein, ich kann ihn gern. Okay. Bist du einer, der sich besauft, um zu besaufen oder einfach trinkt aus der Lust? So lange, bis ich es zumindest ein bisschen spüre. Ich muss nicht saufen, dass man komplett trümmelig wird oder so, sondern einfach, dass ich es ein bisschen spüre. Weil wenn du einfach trinkst und nichts spürst, also das ist einfach, ja, Also Lol. trinkst du quasi, also schau, ich bin jetzt so, ich würde jetzt kein alkoholisches Getränk trinken, wenn ich es nicht gern habe. aha. Und würdest du das trotzdem trinken, einfach weil es Alk drin hat, oder würdest du auch sagen, ja, nein, ich habe es nicht gern, ich trinke es nicht? Also eines der einzigen Getränke, die ich eigentlich auch für sich nicht wirklich gerne habe, ist normaler Wodka. Weil ich finde, das ist nicht fein. Der Shot brennt einfach und ist grusig. Das mache ich eigentlich auch nur so 1-2 Mal an einem richtigen Partyabend. Natürlich nicht während der Corona-Zeit. Ich habe, glaube ich, schon seit 4 Wochen oder so nichts mehr gemacht mit Leuten außerhalb der Klasse. Ja, true, same. Also das ist so richtig kein Kontakt. Jetzt habe ich den Faden verloren. Du bist beim normalen Wodka gewesen, wieso der grusig Ja, ist? voll. Ja, und mehr nicht. Also sonst du immer Sonst einfach trinkst du alles. in etwas mischen. Also Ja, so mischen ist eben schon das Geilste. Ja, das ist einfach feiner und es hebt auch länger. Also du kannst es langsamer trinken, you know. Auch wenn ich es gleich einfach zu schnell trinke. Dann bist du einfach schnell weg. Ja, ich habe eben Tendenz einfach trinken, wenn ich etwas in der Hand habe. Also es muss nicht Alkohol sein, auch Wasser oder so. Ich kann nicht das Glas Wasser haben und nicht daraus trinken. Aha. Also das Ding ist halt, bei mir ist so, ich bin ein Geniesser. Und zum Beispiel Röteli habe ich von der Klausklöpfer kennengelernt. Und again, ich erkläre nicht, was das ist. Gehen recherchieren, wenn ihr es wissen. Die gibt's, wenn man mit Erwachsenen unterwegs ist, gibt es immer halt so eine Endstation, wo es da immer gibt. Und ich habe eigentlich in meinem Leben bisher nur 3 verschiedene Shots getrunken. Mein erstes alkoholisches Getränk, das ich eigentlich hatte, mein erster Shot, den ich hatte, war Jägi. Jägermeister. Und dann war es saurer Äpfel am Dornerabend. So gefährlich, so fucking geil. Aber haut dich weg. Also ich habe es nicht gespürt, aber anscheinend haut es dich weg. Aber richtig geil. Und dann ein Röteli. Und ich habe den probiert und ich habe den so fein gefunden. Ich habe es gefilmt, wie wir ihn angestoßen haben. Und dann hört man einfach so im Hintergrund noch, wie ich so sage, oh, der ist geil. So. Und seither bin ich mit meinem Vater zusammen, den kaufen. Und jetzt gibt es immer mal wieder einen. Ist einfach geil, das Zeug.
Ich finde, also ich kann mich hart nicht mehr an meinen ersten Drink erinnern. Was irgendwie, ich weiß nicht, was das über mich aussagt, aber es ist so. Aber gern habe ich habe schon früher, so wenn mein Großvater und meine Mutter ein Bier hatte, habe ich den Schaum mega gerne so genommen. Wow, aber der Schaum ist so grusig. Nein, das ist geil. Also Bier ist okay, aber als Panache ist es einfach geiler. Ich finde also ich finde es so traurig, dass ich das sage, es tut mir mega leid, Vater, aber mein Daddy macht, nein, Daddy sage ich nicht. Nein, stopp. Das sage ich nicht, ich sage mein Vater, mein Papi macht selber Bier, er braut selber. Ist, also alle, die sein Bier trinken, sagen, oh, das ist Gucci, das ist geil wie alles andere. Das Ding ist halt, ich hasse Bier. Also Feldschlösser ist sowieso, das kann man nicht trinken. Und der Biergeschmack, ich finde das so hässlich. Ja, umso dunkler, umso schlimmer. Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie ein Bier von meinem Vater probiert. Das ist schon traurig. Nein, also es gibt Radler, kennst du fix auch? Ja. Die sind geil. So Radler Zitrone oder was ich doch nicht war. Das ist für richtig. Haben, glaube ich, einen ähnlichen Geschmack wie Summersby. Oder nicht? Ja, nein, ja. Aber es geht so in die Richtung. Mehr hast schon mal ein Panache gehabt. Also eben so, Bro, Bier, also for real. einfach Bier mit so 7-Up oder Sprite oder so Nein, gemischt. im Fall, ich trinke so wenig. Aber das ist geil, weil der Biergeschmack stört dann gar nicht mit dem 7-Up gemischt und so. Und das Radler ist mehr oder weniger das. Einfach schon verpackt in einer Flasche. Also du musst nicht mehr selber mischen. Und das Ding ist halt so, Panache, es ist zum Beispiel auch billig. Also wenn du weißt, was ich meine. Relativ billig. Einfach so eine Flasche 7-Up und oder Sprite oder was immer und ein Bier. You know. Ist auch einfach. Oder so Sachen wie Mojito. Mojito. Genau, danke. Bitte. Die sind geil. So die zuckrigen Sachen halt. Aber es gibt auch solche Mojitos mit Kokosnuss und die sind grusig. Ich hasse Kokosnuss. Ich kann es auch überhaupt nicht gern. Überhaupt nicht. Ich auch nicht. Wir sind einmal gut zu Nacht essen mit also ich mit einer Kollegin und mit 3 Kollegen. Das war es. Dann 2 davon, das sind die einzigen, die 18 sind, haben Dings bestellt, aber Mojito. Unterschiedliche. Der eine war wie Rum-Mojito, der andere schon irgendetwas. Und der eine hat einfach Kokosnuss drin gehabt und der war so grusig. Meine Mutter steht auf so Kokosmilch. Sie hat immer so eine Kokosnuss gekauft und hat immer aufgemacht und das getrunken. Tomkagai-Suppe? Nein. Kokosnuss-Milchsuppe. So ein thailändische. Das ist richtig übel. Ey, und meine Schwester hat so ein Shampoo, das nach Kokosnuss... Ich so, ey, bitte. Oder sie hat mal eins gehabt und ich so, ey, bitte, Just nimm es stop. anders. Get some help. Ja, please, stop, no, stop, no. Ja, hure übles Zeug, Mann. Es ist, ja. Jetzt einfach so am Verdauen, was wir besprochen haben. Ja, so was haben wir jetzt schon geredet und was nicht. So it hurts a lot. Ich würde mal sagen, wir sind jetzt noch nicht ganz bei 40 Minuten, aber ich meine, wir dürfen auch trotzdem schon zu unserem Fragengenerator kommen, oder? Letztes Mal sind wir schon früher, glaube ich, mit dem gekommen. Ja, nein, wir sind schon etwa... Egal. Etwa gleich. Auf jeden Fall, jetzt kommt... Der Fragengenerator. Episch! Yeah! Immer so, wenn man für die paar Minuten, für die paar Sekunden, wo der geile, unfassbar kreative Jingle kommt, nichts sagen darf. Du hast dann einfach so ins Nichts reinstarren und lächeln. So, Jetzt nichts sagen. Ja, auf jeden Fall. Ich drehe mal eine Runde. Erste Frage. Ist Hierarchie längst überfällig? Das ist lustig. Weil gerade letzte Woche oder vorletzte Woche war mein Gotti bei mir. Natürlich unter... Sorry. Aha, hast du Angst, dass du Altkabel geht? Ja. Natürlich unter Corona-konformen Umständen ist mein Gotti zu uns gekommen und sie arbeitet im Spital. Und zum Thema Hierarchie hat sie mir wohl gesagt, es ist heute immer noch so, wenn du dort rumlaufst, beziehungsweise sie ist kein Krankenschwester und sie bringt quasi das Essen den Patienten. Und sie sagt wohl, wenn dort ein Chefarzt in die Abteilung kommt, dann sind alle Schwestern direkt nervös und dann müssen alle genau alles sitzen. Also es ist wirklich, der Chefarzt ist immer noch ein Gott in Weiss. Und ich finde das so krank, so Bro, okay, ja, er hat jahrelang studiert, okay, er hat jahrelange Berufserfahrung, aber okay, es ist moderne Zeit, wieso, es ist so, also weißt du, wir kennen das Gerücht von früher, dass so Krankenschwestern immer mit dem Chefarzt eine Affäre gemacht haben und so Zeug. Und es ist, also nicht, dass sie das heute machen, aber es ist wirklich immer noch so krank, also es ist wirklich,
sobald der Chefarzt kommt, wird es ruhig auf die Etage. Und wenn der Chefarzt etwas sagt, dann wird das ausgeführt und zwar perfekt. Also das ist wirklich schlimm. Meine Schwester schafft ja im Moment so in einem Praktikum im Spital und sie kann halt nicht viel machen als Praktikantin. Also sie macht so eine Therapie, ich sage jetzt mal nicht genauer was, einfach, ja. Aber sie ist halt viel vorne am Empfang, was ich dachte, muss die Leute halt so empfangen, was ich dachte, und häufig kommt also Personal fragt, wo muss ich hin, wenn ich das und das will. Und es ist eigentlich halt hart nicht ihr Job, das zu machen oder so. Ich glaube, sie hat eigentlich mal nicht mitteilt, ja, müssen sie selber nachschauen, sondern sie hat irgendwie nur gesagt, ja, sie findet das bei ihr nicht. Also und hat probiert, den Arzt einfach weiterzuleiten. Und der ist komplett ausgetickt. Für den ist das so richtig, ich bin Arzt, du bist einfach irgendjemand, weißt, der am Empfang ist, du hast eigentlich nichts zu sagen. Das ist so, hallo? Ja. Also das verstehe ich nicht ganz, warum das so ist, weil das ist doch auch nicht angenehm zum Arbeiten, wenn jemand so aber Chef-mäßig. Also ich meine, du musst Autorität haben, wenn du ein Chef bist, aber du musst im auch ein Krankenhaus bisschen bist du als persönlicher Arzt sein. nicht der Chef. Ja, du musst ja ein bisschen persönlich sein, um es mit den Leuten wie gut zu haben, um gerne auch arbeiten können. Ich meine, wenn du die ganze Zeit einfach Leute, die unter dir bist, nur anpummelst, dann bist du so, als die Leute, die unter dran sind, zumindest so, ja, fick dich, oder? Ich schwöre, ich habe gerade gedacht, du sagst anbumsisch. Ja, aber, voll. aber ja, doch. Es ist Hierarchie längst überfällig? Ja. Ja und nein. Also gewisserweise. Ja. Also im sehr feinen Maß ist es durchaus wichtig. Aber so extrem wie es im Spital ist, nein, auf gar keinen Fall. Nein, echt nicht. Das braucht es nicht. Gut, next one. Ratatatatatatam. Ist Urlaub unbezahlbar? Für uns schon. Für uns auch nicht Geld. Maybe. 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 Just maybe. It's mental illness, isn't it? Nicht. Ja, also das nicht. Ja, also ich meine, an für sich Urlaub, das ist einfach geil, Ferien zu haben. Und jetzt so geldtechnisch, es kommt halt verdammt darauf an, was du machen willst. Ich meine, wir sind, oder haben früher zumindest immer alle 2 Jahre eine grosse Reise gemacht. Jetzt mit Corona wird es wahrscheinlich halt ein bisschen eine längere Pause. Kritisch. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel in die USA sind wir auch gegangen, da sind wir teils wie wirklich so im Motel geblieben, weil wir halt gespart haben, dass wir auch etwas dort machen können. Weil die Sachen sind extrem teuer, also so Attraktionen. Ja. Und das ist dann halt so, ja, lol, es ist zwar schön, in einem Luxushotel zu sein und etwas können zu machen, aber das kannst du eigentlich nur machen, wenn du in der Nähe bleibst oder so, oder in einem Land, wo die Währung deutlich weniger wert ist. Und das ist, was ich meine. Ja. Also jetzt zum Beispiel, ich habe das Gefühl, es ist billiger für uns, wenn wir jetzt nach China würden gehen, mit Yen zahlen, Oder als umgekehrt. Oder Thailand, ja. Und dort in einem eher luxuriösen Hotel sind, ja. als umgekehrt. Also ich muss sagen, Urlaub ist natürlich heutzutage wieder immer teuer. Wobei mit dem Fliegen ist es bezahlbar. Also ich meine, es ist komplett krank und pervers, dass du für 80 Franken, als meine Schwester und ich, wir sind ja in der letzten Sommerferien sind wir ja nach ganz Westfrankreich mit dem Auto gefahren. Wirklich eigentlich komplett quer, also wirklich komplett straight quer durch Frankreich durch und fast an der westlichste Punkt von Frankreich auf dem Campingplatz an Atlantik. Und meine Schwester hat für die Rückfahrt eigentlich geplant, einen Flug zu buchen, also was wir auch gemacht haben. Jetzt, wir sind dann trotzdem mit dem Auto heimgefahren, aber das ist unwichtig. Viele von mir haben, glaube, wenn ich es richtig weiss, 90 Franken gezahlt, hin und zurück. Also Das wir ist sind nicht natürlich... schlecht. Nein, warte, stimmt halt nicht hin und zurück, das ist schon dumm, wir sind mit dem Auto hingefahren. Also ein Weg, glaube 80 Franken oder so, EasyJet. Das ist so EasyJet krank. ist so billig. Ich war in der Sommerferien auf England gegangen mit ein paar Kollegen. Da waren wir das 4. gewesen. Und wir hatten eine ganze Woche, also 7 Tage, wären wir gegangen. Mit Flug und so. Das glaube ich gesamthaft 230 oder 50 Stutz gekostet. Das ist so krank. Also ich meine, natürlich ist Essen dann nicht dazugerechnet. Klar, aber Bro, du kannst, allein du reisen. kannst easy in den Einkaufsladen gehen und dir schnell ein Sandwich oder so Ja, machen oder ja. holen oder so. Ja. Du kannst billig essen. Das sind gesamthaft Ferien für maximal, wenn du grosszügig oder teuer umgehst, sage ich jetzt mal, 500 Franken ausgeben pro Person. Was voll erträglich ist. Und da hast du wirklich viel Geld ausgegeben. Also ich meine, fürs Essen musst du halt schon führungs genug abziehen, aber du könntest auch zum Beispiel fürs Morgen kannst Sachen kaufen und dann für die ganze Woche brauchen, wie Cornflakes oder so. Und weißt du, was ich meine? Du musst aber am Anfang meistens ein bisschen mehr kaufen, aber nachher behalten sich dann Ja, Grenzen. eben. Also das haben wir ja auch zusammen in der Ferien gemerkt. Genau, ja. Also,
Es ist, also ich finde, es gibt auch viele Challenger auf YouTube oder von ZDF und so, die sich die Challenge gemacht haben, Urlaub noch mit 500 € und so. Und die haben es alle irgendwie geschafft. Also ich sage mal so, eigentlich normalerweise, wenn du einen richtig geilen Urlaub hast, ist es natürlich unbezahlbar. Also sag jetzt mal, wir sind so, eben, das haben wir vielleicht, nein, logischerweise keine Zahl, aber wir sind auf einem 5-Sterne-Camping mit Wasserlandschaft und riesiger Strand zum Atlantik mit Surfschule und allem drum und dran, also wirklich verwöhnt worden bist, Animationen. Ich meine, klar, das kostet viel. Aber du kannst auch ganz normal, wie du gesagt hast, du kannst campen oder du kannst einfach in ein Motel gehen und dir ein Zimmer mieten und so und dann ist es sicher möglich. Es kommt ganz auf die Region drauf an, so kann man es glaube ich sagen. Ich glaube, das schönste Hotel, wo wir jemals waren, das war in Myanmar, auf dem Inle-See. Weißt du, wo die Häuser wirklich auf dem See drauf sind, auf so Stelzen und so. Geil. Und das Hotel war so schön, das glaubst du fast nicht. Und du bist wirklich mit dem Schiff dort hingefahren, So eigentlich, geil. bist ausgestiegen. Und das sind die schönsten Häuser gewesen. Also es sind aber nicht so Häuser gewesen wie bei uns aus Ziegel und so, sondern wirklich aus Holz, mit so mega schönen Holzfiguren und so. Verzierungen und allem drum Verzierungen und und dran. reingeschnitzt und du bist ins Zimmer reingelaufen. Das Bett war so schön ausgerichtet gewesen, das Zimmer war riesig gewesen. Das war wirklich schön gewesen. Also du hast einfach auch nur schon im Zimmer wärst zufrieden gewesen. Aber es ist halt extrem warm in Myanmar und der Pool ist leider zu gewesen, weil sie sind erst noch am Bauen gewesen. Was schade war, und im See hast du nicht wirklich baden, weil die drin sind also Reisplantagen, also nicht Reisplantagen, einfach Plantagen. Ja, oder einfach Plantagen. Es sind einfach, ja, so schwimmende Plantagen sind es gewesen. Also so wie Böllen, die einfach schwimmen, wo die Pflanzen drauf wachsen. Geil. Das war mega cool gewesen. Aber die WCs von den einzelnen Häusern sind halt auch einfach im Wasser. Also sie schießen wirklich von oben runter. Und dann willst du auch nicht ins Wasser rein. Aber mit dem Bötli so auf dem See rumfahren und das ganze Zeugs anschauen und so, das ist so geil. Die ganze Das Scheiße ist rumschwimmen und so anschauen. Nein, ich meine, die siehst du nicht. Guck mal, hier mein extra großes Exemplar. Junge. Der hat wahrscheinlich ein bisschen Hamburger und so gegessen. So. Vor allem Hamburger. Ja, scheiße, mir kann nicht besser eingefallen, Mann. Aber ja, aber geil, in dem Fall. Also Urlaub kann teuer sein, kann aber auch anders sein. Können wir so. Okay, I'm gonna spin again. Ist Politik sozial? Nein. Nein. I mean, Ja. es kommt immer hure drauf. Sie ist für dich sozial, sobald deine Meinung durchgesetzt wird Und sonst nicht. und sonst nicht. Also es ist ein Ja und ein Nein. Und es ist natürlich auch, Politik ist natürlich das Hierarchie-Ding. Also zu der Frage von vorher. Also ja, ist sie sozial? Ja, also ich meine, wenn du einen guten Präsident hast, schon, aber wenn du jetzt in Amerika wohnst, dann kritisch. Ja, dann also der letzte ist jetzt nicht so sozial gewesen, kann man Nein. sagen. Er hat probiert, möglichst Menschenrechte auch einzugrenzen und weiß ich doch nicht was alles. Und das ist einfach schwach Sache. und nicht geeignet für so Sachen. Kritisches Ding. Okay, dann gehen wir mal nächstes. Spin. Ist Kapitalismus ein Traum? Ja, jetzt bleiben wir bei Politik. Der American Dream. Ist Kapitalismus ein Traum? Also Kapitalismus ist ja eigentlich so eine Form von der Wirtschaft, wo so quasi um freien Wettbewerb und wo es nach Streben nach Kapitalbesitz geht, jedes Einzelne. Ich würde jetzt sagen, Kapital ist eigentlich überhaupt kein Traum. Also eigentlich schon, weil es ist wichtig, dass sich verschiedene Unternehmen untereinander kämpfen und unterschiedliche Preise darüber entscheiden, wo man etwas kauft. Ich meine, nur so lebt unser Markt. Aber andererseits ist halt das Problem am Kapitalismus, das ist aber schon oft angesprochen worden, die Reichen werden immer reicher und die Armen werden immer ärmer. Das ist so. Oder die Ärmer haben einfach es brutal schwierig aufzukommen. Ich glaube, das kann man einfach so sagen. Ja, also ja, ich kann glaube gar nicht mehr dazu sagen. Es ist eigentlich alles gesagt. Das ist einfach so eine Frage, die recht... Ja, also für das Paar ist es gut, für das Paar ist es einfach, wirst hops genommen. Ja. Okay. Dann noch die letzte. The last spin. Bin ich over. Okay, ist Lotto-Spielen stylisch? Das ist etwas für die alten very Omas. much. Das ist immer so die alten Omas, die so nichts mehr lesen können. Es sitzen immer so 200 Omas in einer Turnhalle drin. Vor sitzt eine ohne Stimme. 236. Achtung, das ist Bingo. Ist mir Ist egal. mir egal. Ich meine, Lotto cool, wenn du gewünscht, aber Bingo, wenn ich alt bin, Bingo ist schon geil.
Also Bingo, wir haben einfach hinter Bingo-Spiel. Es ist so Das ist so völlig, episch. aber es ist wir so haben das geil. wir haben das verdammt oft gespielt. Du fühlst dich einfach wie so der übelste Pro Das ist so hast. eines von den Spielen, wo man immer im Franz gespielt hat, zum Zahlen lernen. Ja, Da hat die Lehrerin so eine Zahl gesagt und du, oh, ich weiss nicht, ja, voll da. True. Stimmt, ich verwechsel aber Lotto immer mit Bingo, for real im Fall. Gut, ich meine, im Lotto, oder in der amerikanischen zumindest so früher, hat man immer so ein Model vorne gehabt oder so, wo die Zahl genommen hat Ja. und vorgelesen hat. So So easy. So wie beim Boxfight, so die Mädchen, wenn man so vorher durchläuft. So. Ja, Round one! das ist so Stolzieren sie komisch, so so mit- mit so Akt in dem Fall. Yeah. But that's it. That was the last question, I think. Also zumindest jetzt vom Sinnfragengenerator. Boom. Boom. Würdest du lieber Oh, jetzt kommen die. Jetzt oh, kommen scheiße. die. Scheiße. immer sehen, was hinter der Tür ist, also so röntgenblickmäßig zum Beispiel, oder lieber sofort können die Türen öffnen, also im Sinne von das Schloss knacken oder so, beim ersten Versuch? Also man würde für mich keinen Sinn machen, eine Tür knacken, weil die Türen, die ich öffnen will, ich nicht öffnen. Wait, no, wait. Was? Markus? Die Türen, die ich öffnen will, die Türen, die ich nicht öffnen will ich nicht öffnen. Okay, wait, das macht gerade keinen Sinn. Also, wait, wenn ich jetzt vor Okay. wenn ich jetzt vor einer verschlossenen Tür stehe, zum Beispiel in der Schule, habe ich das Verlangen gar nicht, in rein zu gehen. Deswegen würde die zweite Option für mich keinen Sinn machen, ich will die erste und dann einfach durchschauen kann. Gut, aber auch Safes oder so könntest du dann einfach öffnen beim ersten Versuch. Ja, dann... Nein. Also einfach alles könntest du einfach so öffnen beim ersten Versuch schon. Safe. Oder ja, das Problem ist... Also ich persönlich zumindest würde zum Beispiel für einen Röntgenblick allgemein schon. Röntgenblick wäre schon geil. Weil du könntest ja, es würde halt einfach etwas bringen, auch in der Medizin zum Beispiel. Du könntest doch fix, Ja. also ich meine, du könntest ja fix einfach, wärst ein guter Arzt, du könntest ja einfach schnell schauen. Oder auch in der Archäologie, wenn du einfach so in den Stein kannst hineinschauen oder so. Oder in Wüste und dann siehst du irgendetwas, weißt du, wie geil? Das ist geil. Dann wärst du so der eine Physiker, der das Röntgenbild erfunden hat. So wie, Der Dr. Röntgen. der wie heisst Dr. Wilhelm Konrad Röntgen. Ja. Also du wärst dann der so in Person. Ja, voll. Weißt du, wie geil? Ich würde es voll feiern. Ich meine, so Türen öffnen ist cool, aber es bringt dir nichts, sie zu öffnen, wenn du nicht weißt, was hinter dran ist. Ja, und vor allem, ich bin keiner, der etwas klauen will. Und ich will nicht. Ich habe Respekt davor, was auf der anderen Seite von der Tür könnte sein. Wenn du weißt, was ich meine. Ja, bist du noch so Painwise oder so? Nein, wie heißt der Pennywise oder wie? Ja, Ah, Pennywise. Pennywise, ja, egal, das Gleiche. Ist gleich, ja. It is the same thing. Ich weiß nicht, aber durch einen Röntgenblick haben wäre schon flexi, Alter. Es wäre schon fett, vor allem, also je nachdem wie weit, da, wenn du so durch alles kannst. Gut, zum Teil würde es sich wahrscheinlich auch verstören, wenn du so in ein Haus hineinschauen und so reinschaust und dort treibt gerade etwas, aber... So, Aber es wäre auch noch cool, weil du könntest ja zum Beispiel, ich weiss jetzt nicht, dass so Sachen interessiert jetzt halt auch mich. Wenn du jetzt zum Beispiel einen uralten Sarkophag findest, dann könntest du reinschauen, ohne es müssen zu öffnen. stimmt. Und das wäre hure. Es gibt zum Beispiel, ich bin mir nicht sicher, wo es ist, aber irgendwo so Indienraum gibt es, glaube ich, irgendwie so wie ein Palast mit Türen, die seit 1000 Jahren nie mehr geöffnet worden sind. Geil. Das heisst, es sind Schätze drin, aber es heisst irgendwie, es ist verflucht, was ich doch nicht war. Ich würde so gern, wenn du es nicht öffnen musst, aber einfach reinschauen kannst. Willst du wissen, was Weißt du, wie dahinter ist? geil? Weil das ist so, ist dort wirklich etwas hinter dran? Oder ist es einfach eine Wand? Und hinter dran ist gar nichts? Oder ist es ein leerer Das Raum? ist Oder? episch. Es gibt, apropos leerer Raum und Wand, es gibt ein Haus, wo eine Frau, da hat Galileo mal eine Reportage darüber gemacht, hat eine Frau, ich weiß nicht, ob die Frau Angst vor Einbrechen oder vor Geistern hat. Ich glaube, eins von beidem oder sogar beides in Kombination. Oh Gott. Die hat ein Haus gebaut, wo verwirrend ist as fuck. Und zwar ganz, ganz viele Türen machst du auf und sie endet im Nichts und du kannst sie von der anderen Seite nicht mehr aufmachen. Und zum Teil endet sie einfach so, dass du die Türen aufmachst und dann rausgehst. Lol. Also das ist hure lustig. Du siehst wirklich das Haus, so eine Hauswand und anstelle von Fenstern jetzt zum Teil so Türen drin, wo du von innen kannst aufmachen und dann gehst du einfach raus. Easy, wieso nicht? So geil. Ist gefährlich, wenn jemand schlafwandelt? Ja, wenn Weißt du, er läuft einfach rum. Oh. Geht raus. So geil. Ja. Oh, what you doing with your hair?
I whip my hair back and forth. Du müsstest echt zum Coiffeur. Also Ich jetzt ist es muss, richtig, ja. jetzt ist es langsam dringend. Es ist beim Velofahren immer verdammt lustig, weil da gibt es mir so einen Mittelscheitel. Das ist der einzige Grund, wieso Kinder im Mittelschalter gewachsen werden, ist doch ganz ehrlich einfach nur so, dass der Vater Ja. so über ihm kann stehen und so, hast du gut gemacht, mein Bube, sehr Ja. gut gemacht. Und so links und rechts die Haare abstreifen, hast du gut gemacht, mein Bube, sehr gut gemacht. Kritisch. Uff. Du hörst bestimmt Musik. Nein, Nein. ich doch nicht. Gehen wir zu der nächsten Frage. Nein, also beides hässlich, aber würdest du eher nur Hardcore Techno oder Death Metal hören? Death Metal. Stimmt, du hörst den Keck ja zum Einschlafen. Fuck, das habe ich verdrängt. Ja, Techno, das ist einfach eins zu viel für mich. Weil das stelle ich mir immer so, ich weiß nicht, ob du das Video kennst von so Emos, wo irgendwie alle so einen komischen Tanz machen in einer Gruppe, irgendwie unter einer Brücke sind. Sie tun einfach zu so Techno tanzen und es sieht so komisch aus. Und Techno-Dance. das wäre die ganze Zeit in meinem Kopf und ich würde mit dem nicht klarkommen. Also würde ich lieber so Death Metal irgendetwas hören. Ich muss wissen, Leute, der Raul lässt zum Einschlafen an mich einfach so Heavy Metal Musik. Ja, wieso nicht? Ist toll, müssen wir mal ausprobieren. Also Heavy Metal finde ich sowieso generell nicht ganz geilst, aber so AC/DC könnte ich mir nie vorstellen, so zum Einschlafen. Weil ich dort dann so würde mitgehen, so wow, in the middle of one Du musst mal, es ist immer am So im besten, wenn Bett du so. Party, oder? Du bist ein bisschen angehalten, nicht mal unbedingt betrunken, aber du hast so ein bisschen Intus gehabt. Ja, Liegst in deinem Bett und weißt, du musst jetzt einfach nur noch pennen. Ja. Du hast das rein, voll aufdrehen, du pennst in jedem Fall. Du kannst nicht anders. Du wirst so konstant voll zugetrönt, dass du eigentlich gar nichts mehr mitbekommst und schlafst einfach ein. Du Weißt du wachst was? auf, sobald das Lied vorbei ist im Fall. jetzt hat sich gerade das Rätsel gelöst, wieso du taub bist wie so ein Behinderter. Ja, Bro, wenn ich Heavy Metal auf Volllautstärke mit meinen Kopfhörern lasse, Kollege, dann würde ich auch so taub sein wie du. Ja, es ist traurig, aber es ist geil. Ja, Ich mache das mit allen Liedern irgendwie. Weil sobald du es so laut gemacht hast und leisiger machst, dann fühlt es sich zu leisig an. Weißt du, machst du dir 1 Liter und dann bist du so, jetzt ist es zu laut, jetzt mache ich wieder leisiger, dann ist es wieder zu leisig. Dann geht es immer weiter rauf irgendwie. Das ist immer kritisch. Es ist kritisch, mit Filmmusik einzuschlafen, weil das hat so viel Dynamik drin. Dann fährt es hure leisig an, dann denkst du, oh ja, schön, dann kommt plötzlich vor allem BAM! Und dann bist du Hans, ja geil. Okay. Interstellar. Ja, genau. Boah, das ist so brutal. Beim einen, was ist es, Mountains oder so? Nein, ich bin mir nicht sicher, ob es Mountains war oder ein anderer. Ich glaube, Mountains ist es. Hure Glaub schon. leisig. Ich drehe es mega auf, das erste Mal hören. Oder nicht auf Und YouTube, dann sondern kommt so. Dön. Ja, so hure leisig, hörst du nur so ein bisschen Klavier oder sonst irgendetwas Ja, und dann genau. aus dem nichts. Kommen die Hure Voll reingetrönt und du Ja, bist ja. so... Fuck! Doch, es ist Mountains im Fall. Es ist dort, wo sie auf der Welle sind, in dem Interstellar. Das ist, glaube ich, auch schon Das ist Mountains. einfach Ja. eins zu viel dann. Also ich liebe die Musik, aber zum Einschlafen einfach nicht geeignet. Ich habe nicht gewusst, dass er auch für Kung Fu Panda... Gell? Ich bin voll verwirrt gewesen. Ich so, er macht das einfach für die in den neue. Film. Und der hat auch für Pirates of Caribbean gemacht. Also für die neue. Dort hat er angefangen, hat er auch einen anderen. Das ist einfach legendär. Pirates of the Caribbean, das kennt Also- mich einfach. Ganz ehrlich, alle Filme, wo der Hans Zimmer die Musik dazu gemacht hat, sind die besten Filme. Also jetzt abgesehen von Marvel und so, dort hat er ja leider nicht mitgemischt. Oder vielleicht nicht offiziell. Vielleicht in der Zukunft einmal. Aber also wirklich, ich meine, wie heißt es? Inception, Interstellar, Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Er hat vorher... So viel, ich meine sowieso Gladiator, das ist alles, das ist das Heft, das sind die heftigsten Filme und du weißt immer instant, wenn ein neuer Film rauskommt, das heisst mit Musik von Hans Zimmer, weißt du, okay, den muss ich schauen, weil der ist gut. Gladiator hat er auch gemacht. Ja, habe ich gerade gesagt, ja. Ups, sorry. König der Löwen, das habe ich nicht gewusst. Der neue, ja. Also der alte, oder zum Teil halt so Elton John und Hans Zimmer gemixt. Und The Dark Knight. Ich weiss, er hat noch ein Lied mit Sia, aber ich weiss nicht von wo. Dark Knight, stimmt, das habe ich vergessen, habe ich gestern geschaut, ich voll Und vorstellen. Man of Steel, The Hat er Dark auch, Knight ja. Rises auch, Batman allgemein, glaube ich. Dunkirk hat er auch gemacht. Das kann ich nicht. Kriegsfilm. Ja, er Oder- er ist meistens so diesen dramatischen Filmen dabei, wo so irgendwie so, weil das ist so sein Ding. Da Vinci Code. Den habe ich gesucht, den Da Vinci Code, ja. Yeah. Nein, also das ist wirklich so.
Und hast du eigentlich so einen Favorite, so einen Pfaff-Komponist, also einen Pfaff Singer-Songwriter oder Producer oder Rapper, Sänger? Also jetzt so Filmmusik. Dann, also keine Ahnung, das ist für mich sind das so Kindheitsfilme. Studio Ghibli-Film. Ich glaube, Joe Hisaishi heisst er. Der macht hure schöne Lieder und sie passen eben perfekt zu dem Film. Wirklich perfekt zu jeder Szene. Ich habe die Filmteile, zum Beispiel das Schloss im Himmel, so durchgesuchtet, dass du kannst mir einen Teil von einem Soundtrack ablassen und ich weiss genau, in welcher Szene es vorkommt. Ja. Also ich habe mir den Soundtrack mal gekauft, sobald ich Sackgeld hatte eigentlich. Und dann habe ich den Film wie können durchgehen mit dem. Also weißt, es ist auch chronologisch halt so. Und dann habe ich es abgelegt und so, das ist die Szene, ja genau, so ist es gelaufen, oder? Und dann bin ich eigentlich immer so im Kopf oder so während dem Einschlafen den ganzen Film durchgegangen. Ich war einfach glücklich gewesen. Also ich liebe natürlich Filmmusik. Also eben, weil ich finde es als Fan zum Lernen ist so, du tauchst so in eine andere Welt ab. Und es ist Harry Potter Musik, lasse ich sehr gerne. Und dort ist natürlich Alexander Desplat, oder wie der auch immer heißt, oder Desplat, oder wie man das ausspricht. Keine Ahnung, ja. Also viel, es kommt auf an, in der letzten Teil ist eigentlich nur Alexander Desplat und vorher ist halt noch, sind noch verschiedene dabei gewesen, zum Beispiel John Williams. Natürlich Star Wars hat er, glaube ich, auch gemacht. Der ist natürlich bis bei Harry Potter am Anfang dabei gewesen. Ich meine, das sind natürlich alles einfach Leute, die beherrschen einfach alles. Aber mehr und mehr ist eigentlich Hans Zimmer dann zu mir eigentlich gekommen. Also schön wäre es, wenn er zu mir gekommen wäre. Aber ja. Aber so Schussmusik. Ich liebe Fleetwood Mac. So alte Band, aber ich liebe das so hart. Ich bin immer mehr Musik von denen einfach am Hören. Einfach, ja, ich weiss auch nicht, ist Rockmusik, aber nicht so Heavy Metal, ist etwas, sondern halt einfach Soft Rock, wenn das Sinn ergibt. Ja, doch. Und das ist so geil zum einfach zu hören. Weil teilweise sind sie so mega chillig, andere sind ein bisschen mehr peppiger und teilweise tönen sie auch so mega Süden von den USA. So Texas, weißt Cowboy und so. Ich weiss nicht wieso, aber ich höre das mega gerne. Ich finde es voll toll. Ja. Und es gibt so eine geile Playlist auf Spotify. Die ziehen mir meistens auch noch rein. Also am Abend oder so, oder wenn ich am Morgen in die Schule laufe, wenn es so dunkel ist. Also meine Winterplaylist. Night Rider heisst die. Hat so... Es ist nur Elektromusik. Hat so ein bisschen Techno drin, Dubstep jetzt weniger, aber so hauptsächlich so Techno, verschiedenes Zeug. Und das ist eigentlich wirklich, wenn du das drin hast, dann instant stellst du dir vor, wie du auf einer Straße mit einem Auto fährst. Okay. Ich weiß nicht wieso, aber es ist wirklich, also zum Lehren kann ich es mir nicht gönnen, weil dort lenkt es mich hart ab. Aber wenn ich mit dem Zug fahre oder so, gönne ich mir das immer. Ja. Zu geil. Ja, ich kenne es. Weißt du, was geil ist? So in der Nacht, du laufst allein heim. Es ist dunkel und du hörst den Psycho-Soundtrack. Das ist so geil. Es ist so dumm. Ja, du wirst schon mehr zum Psycho, Alter. Ja, Rea hat mich, glaube ich, schon irgendwie nach 3 Wochen in der Schule abgestempelt als Psycho. Sie einfach so, du bist schon ein Psycho. Sie ist halt selber nicht besser. Grüß gehen raus an dieser Stelle. Gut, sie vertreibt einfach Horrorherd nicht. Wie wir gemerkt haben. Ich auch nicht. Ja, aber das war gerade ein anderes Niveau gewesen. Oder zumindest beim Verschrecken. Das tut mir so leid, Rea. Oh mein Gott. Das ist so zu viel geworden. Warte, komm, du erzählst es mal, ich rede viel zu viel. Das ist voll okay. Wir sind am Film schauen gewesen. Sie haben so gefragt, ja, was für einen Horrorfilm könnten wir schauen? Weil ich bin ja zusammen ich sage jetzt einfach mal den Namen, mit dir halt. Und mit Rea und Vanessa sind wir in der Ferien gewesen. Und Alina steht auch schon da an dem Abend. Ja, aber sie ist erst später dazugekommen, stimmt. Wegen dem sind wir ja draussen gewesen. Genau, wir haben The Conjuring angefangen und ihr habt mich gefragt, von 1 bis 10, wie schlimm ist er? Und ich so, ja, 3, vielleicht 4. Aber ihr sind komplett ausgerastet bei dem Film. Und so, was, 3, 4? Das ist irgendwie so 9, 10. Und ich so, fuck, okay. Und dann ist Alina eben gerade oben angekommen. Es war keine Ahnung, so oben am 10 oder 11, so dort rum, hure spät halt. Ja. Und dann sind wir beide vorgelaufen, um sie abholen an der Bushaltestelle. Und auf dem Zurückweg, vom Garten aus, kann man halt einfach auf den Balkon eigentlich rauf. Und dann haben wir an der Scheibe rumgeklopft, oder Rea und Vanessa verschrecken.
Vanessa war, glaube ich, im Zimmer hinten gewesen, oder sie ist duschen. Bin mir nicht, entweder oder. Ich gerade rausgekommen oder wieso. Und der Rea ist halt in der Stube alleine gehockt. Es war dunkel, wir haben die Lichter nicht angelassen. Dann kommen wir rein. Aber sie ist einfach am Heulen. Das hat uns so leid da. Ja, und ich so, fuck. Voll unterschätzt, wie denen sie ist mit ihren Nerven von diesem huren Horrorfilm. Und sie war so am Zittern und wirklich so, oh mein Gott. Und sie haben am Schluss gesagt, das Klopfen war gar nicht schlimm gewesen. Aber sie sondern dass die Umriss vom Raul, dass jemand auf dem Balkon ist, hat sie so verschreckt. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich wäre nicht ganz so verschrocken. Ich wäre auch zuerst mal, holy fuck, ich wäre vom Sofa runtergefallen und wäre auch mal davon gerannt, Alter. Im Nachhinein tut es uns so leid, aber es hätte irgendwie müssen. Es war gleich lustig gewesen. Ich bin mir sicher, in so 20 Jahren oder so wird das wieder so eine lustige Geschichte sein, wo man darauf zurückschaut. Und vor allem, ich habe in diesen Ferien, wo wir zusammen waren, habe ich alles gefilmt. Und ich bin, währenddessen der Rallye auf den Balkon gegangen ist, habe ich noch mit meiner Kamera, bin ich dort so da gestanden. Und man hört mich einfach im Video so am Sterben vor Lachen. Und dann komme ich so rein und mein Grenz geht instant so ab, weil ich so direkt so, fuck, was Scheiße ist. Nein. Voll unterschätzt gehabt. Aber ja, I mean. Also da noch ein offizielles Entschuldigung, Rea. Ja, es tut uns leid. Okay, ja. Weißt du was, Ralf, das gibt's nochmal ein. Willst du mal, komm, du mal einschenken? Oh nein, das kommt nicht gut. Das kommt gut. Das kommt nicht gut, Jungs. Wait, ich habe es beim letzten Mal schon komplett verschissen. You can do it. Deutsch. Yeah. Ich habe Tendenz, Shots immer im Mund zu behalten. Ich weiss nicht, Waschmaschinen, oder ich weiss nicht, warum ich das immer ins Mund nehme und statt gerade schlucken und so so umspülen. Ja, es ist mega schlimm. So mit dem Alkohol alles verbrennen. Also, easy. Ich will steril. Auf die Entschuldigung von der Rea. Santé. Santé. Bröstli, Jungs. Ja. Es erinnert mich an irgendetwas, ich weiss nicht was. Ja, wahrscheinlich an Röteli. Oh. Vielleicht ist es, jetzt kommt Plotwitz, vielleicht ist das erste alkoholische Getränk Röteli gewesen und du weißt es nicht, weil du so viel von dem gesoffen hast, aber der Geschmack erinnert dich jetzt irgendwie dran. Zweifel stark. Nein. Oh, scheiße. Hoch. Huch. Ja. Wie lange haben wir schon? Ich weiss es nicht. Schon in einer Stunde. Ey, wir haben schon, eine Stunde haben wir schon geknackt. Ah, Songs. Also ich glaube, ich frage dich jetzt mal etwas komplett random. Hit me. Würdest du ein Zwerg oder ein Riese sein? Haben wir so... Okay, ich sag jetzt mal so. Eher ein Zwerg, wenn es so à la Herr der Ringe mäßig ist. Weil ich finde, die haben hure geile Eigenschaften? also Eigenschaften, mal humormäßig und so. Und wie die Gebäude aussehen, wo sie in Steine reinhauen, die sehen so schön aus. Und richtig geil, ich weiss nicht, hast du den Hobbit geschaut? Ja. Das ist so geil. Schon noch geil. Es sieht hure cool aus. Und das fand ich schon cool. Und Reis... Es ist cool, gross zu sein, aber ich glaube, es gibt auch eine Grenze. Und ich denke, es ist schwerer, sich eben irgendwie zu retten oder so, wenn du gross bist. Fakt ist, bei beiden hast du Probleme, passende Kleidung zu finden. Ja, Nein, wobei, als Zwerg kannst du Kinderkleider anlegen. Siehst du? Also, ich definiere jetzt mal Zwerg als wirklich Zwerg. Also for real, ja, okay, doch, scheiße. Selbst wenn du Babygröße wärst, hättest du schon. Hättest du noch Aber Kleider? das Ding ist, sieht die geil aus, und als erwachsener Mann Baby. Nein, logisch nicht, aber ich denke, es gibt fix einfach so schwarze T-Shirts oder so. Also als erwachsener Mann, aber als Zwerg so ein Babyhösli am Rumlaufen. So. Also, das ist hart. Ich meine, es gibt ja wirklich Leute, die das haben. Ja, gut, so ein bisschen. Das ist schon heavy. Und dann bist du ja, huch. Ja. Und du, in Reis, oder was? Wie du schon bist. Ich bin kein Ries, alter Du Hänger. bist gross. Ich bin nur über 1,80, ich habe noch lange nicht Ries. 1,90 erreicht. Du bist ein Riese. Also ich wäre ich vor allem, ich wäre lieber mal ein bisschen breiter, aber ich sage das die ganze Zeit und mache nichts dafür, deswegen ja. Aber Sam, jede Nacht wünsche ich es mir, aber es passiert einfach nicht. ja, ist blöd. Ist Gott dumm. lässt nicht auf mich. Nein. Stumm, scheiße, blöd gelaufen. Ein Blöde. Ein blöder gelaufen. Würdest du lieber jedes Mal, wenn du Musik hörst, müssen dazu tanzen oder dazu müssen mitsingen? Auch in Öffentlichkeit. Sobald Musik läuft, musst du mittanzen oder singen. Ist beides scheiße. Beides wurde peinlich, aber ich tendiere zu singen. Ja, du kannst immerhin singen.
Stell dir vor, einer wie ich kommt angelaufen, kein Rhythmusgefühl, kann nicht singen, kann nicht tanzen. Da tut es mir einfach Wäre leid. wahrscheinlich sogar zu blöd, um Triangel zu spielen. Ja, okay, ich verstehe es. Ich kann immer etwas dagegen sagen, ist das Ding. Ja. Aber ich glaube, wenn du eben so hart also auf besoffen machst und so übertrieben falsch singst, so absichtlich, Ja, ich meine- dann nimmt dich so niemand ernst. An einer Party kann es ja lustig sein. Ja. Aber wenn du so am helllichten Tag im Schon so H&M random. bist und So- es läuft Musik, du tust mir da... Dann denken alle, Ja, das What wäre mal, the das wär mal so eine lustige Challenge, die man mal aufnehmen müsste. So reingehen und dann lässt man das Film anschauen. Dann musst du einfach singen. oh Gott, das wird so Mama, einfach okay. nein. Gib mir Pussy and my crack. Einfach ein Cupcake am Singen. From the top, make it drop. That's some wet ass pussy. Jetzt müssen wir es sowieso explizit machen, so oder so. Ja, Trump darf das öffentlich sagen, also darf ich das auch. Ja, nein, das ist alles wissen, wir müssen es einfach explizit machen. Das habe ich ich hätte eigentlich schon die bisherige Folge explizit müssen machen, das habe ich nie gemacht. Spotify hat mich auch nicht umgebracht, also ja. Das stimmt schon. By the way, ich habe noch voll verhängt, meinen Witz zu erzählen, den wir unbedingt alle hören. Weil letztens mit der Klaus-Club unterwegs sind, hat der eine den rausgehauen. Ich habe den Witz eigentlich schon gekannt. Aber er hat mich wieder an den erinnert und ich finde ihn immer noch verdammt geil. Was ist ein Pädophil hinter einem Baum? Eine Kinderüberraschung. Kein Kommentar. Einfach. Ey, aber der ist nicht so scheiße, Mann. Der ist voll Macht gut. weh. Manchmal frage ich mich, wieso ich am Morgen überhaupt noch aufstehe. So, ouch. Ach, in dem Fall. Aber der ist gut gewesen. Ja, easy. Der ist In nicht dem so Fall. scheiße gewesen. Es ist immer noch, was ist grün und kann nicht fliegen? Das ist jetzt ein neuer Gurke. Erbsen. Du bist nicht dran gewesen. Das ist etwas gleich. Ja. Ich glaube, mit diesen Witzen müssen wir gar nicht erst anfangen, sonst schaltet ihr schon alle ab und lassen das geile wahrscheinlich Intro nicht hören die mehr. meisten jetzt schon nicht mehr zu. Ja. Wir sind einfach nur noch rein Ich will, Leute, klemmt euch mal in den Arsch für die 3 Leute, die jetzt das hören. Der Part jetzt, die paar Minuten. Klemmt euch mal im Arsch und lasst doch mal die ganze Folge. Ey, ist das so schwierig. Man sieht immer so, die meisten lassen sich so das Intro an, dann die ersten paar Wörter sind sie weg. Easy weiter. Dann also die ganzen 50 Minuten, wo man geile Sachen plaudern, lassen es nicht so. Unsere Philosophie. Und dann und dann am Ende, wenn wir wieder der gröbste Scheiss am Labern sind, dann kommen sie dann wieder rein. Aber es ist schon so, immer so in der Mitte, Anfang Ist am bis Mitte, geilsten. ist es am geilsten, beziehungsweise wir reden wirklich so Sachen, die wichtig sind, in Anführungsstrichen, Ja. Schlusszeichen. Und dann danach geht es nur noch abwärts. Ja. Also so richtig Genauso brutal. wie unsere Plays. Sturzflug abwärts. Genauso wie unsere Plays, da geht es am Anfang auch auf und nachher geht es Nein. It's a very sad life. A very sad existence. Also das Ding ist halt, ich finde es super schade auf unserer Seite, wie die YouTube-Zahlen nicht zählen, weil dort sind sie eigentlich noch voll gut. Also für die erste Folge haben wir 170 Aufrufe auf YouTube. Und ich meine, wenn das alles noch zusammenzählt würde, dann hätten wir weitaus mehr als nur 230 Plays. Aber ja, Jungs, komm, teilt unseren Podcast noch. Und dann werden wir bestimmt ganz fame, fast wie gemischtes Hack, dick und doof Hell und all die yeah. anderen behinderten Kinder. Aber ich glaube, wir können es für heute mal Call it a day sagen. Wir Yes. nähern uns dem Schluss für heute. Einmal darfst du raten, wer das war. Aber er hat eigentlich eine mega tiefe Stimme. Eigentlich schon, ja. Also, Also, eine wenn du mal voluminöse. achtest, was er sagt, ist richtig... Ja. Ich kann das gar nicht. Heute nähern wir uns dem Schluss für heute. ja, wir sind am Schluss für heute. Ja. So, Hodor. Kennst du den? Nein, das ist Game of Thrones nicht geschaut. Ist so ein riesiger Mann, der einfach nur Hodor kann sagen. Hodor, Hodor, Hodor. Hodor. Ich finde immer so die Männer, die Station Voice machen von Radios oder von Plays. Von Plays, what the fuck, von Games. Finde ich episch geil. So Game Over. Game over. Warte, wie war's? Finish him. Ja genau, Finish him. Aber Mortal Kombat ist einfach so geil. Ich habe das Spiel so geliebt.
Ich habe noch nie einfach Gamen im Fall. Also ich habe jetzt dann einen Gaming-PC und mein Kollege versucht mich bis heute noch zum Gamen zu bringen. Ich habe ganz eine kurze Zeit mit Minecraft angefangen und dann aber ganz schnell wieder aufgehört. Ja. Und dann zwischenzeitlich habe ich Just Cause gamed, habe das aber auch ganz schnell wieder aufgehört. Also ich habe auch GTA und alles habe ich auf dem Computer, aber noch nie gespielt. Es gibt nur ein Game, auf das man immer wieder weit zurückgeht und das ist einfach Minecraft. Ja. Das Ding ist, du spielst es, dann hast du wieder so eine Pause für noch ein Jahr oder so, oder 2 sogar. Dann Und siehst du dann irgendwie, erfährst jetzt du kommt ein wieder neues Neues. Update raus, ich könnte eigentlich auch wieder mal spielen oder so. Dann spielst du wieder, bist wieder voll drin, spielst wieder so ein paar Monate und dann hörst du einfach wieder auf. Und es ist immer wieder so. Ja. Aber ja, also ich meine, wenn wir noch etwas reden, weil irgendwie haben wir jetzt so einen Abschluss drin. Wir haben eigentlich einen tollen Abschluss, ja. Also wir sind aber in einer guten Zeit. Nicht, dass es wieder 1,5 Stunden lang Zeugs geht. Also, wenn wir noch irgendein weißes Zitat von uns geben, hast du gerade irgendwie eins cooles. Weil ich habe nämlich keins. Abstand halten, an die Corona-Regeln halten. Und Verhütungsmittel brauchen. dann ist Leben gebunkt. Also, der Hauptsache Verhütungsmittel brauchen. Das ist jetzt wieder schön zerstört. Hätten meine Eltern Verhütungsmittel gebraucht, wenn die Legende nicht geboren worden. Junge. Ich hab letztens auf Instagram so Werbung für eine Tasse gesehen. So schwarz und nachher ist drauf gestanden: Danke, Papa, dass du deinen Lümmel nicht rausgezogen hast und diese geile Legende erschaffen hast. Nein. Nein, Bro, das kannst du doch nicht im Pfand schenken. Das war einfach Ja. eins zu viel. Jungs, also, entweder Lümmel rausziehen oder verhüten. Ja. Das ist unser Tipp von der Woche. Genau, Lümmel raus, also verhüten. Skalieren. So nenne ich jetzt die Folge: Lümmel raus oder verhüten. Easy. Dann kommen wir so zusätzlich explizit. Explizit die Folge: Lümmel raus. Weißt du, dann kommen alle so voll mit der Erwartung in die Folge rein und erst am Ende wird darüber geredet. Das ist so easy. Easy. Also Jungs, denkt an Lümmel raus oder verhüten. Bis zu der nächsten Folge. Stay healthy, goodbye. Stay healthy, ciao zusammen. Das war es leider auch schon gewesen. Die schlechten Fragen sind alle beantwortet und die unlustigen Witze von den spontanen Gulu-Gulu-Nutzer und möchten gerne Fanboys Josh und Raoul beantwortet wurden. Wir hoffen, dass es euch eure Zeit wert war, unseren Blödsinn anzuhören. Falls ihr noch irgendwelche Fragen oder Ideen hättet, könnt ihr die uns gerne einfach anschmeißen. Und wir bedanken uns ganz vielmals für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Peace out.